Luxemburgs Webblock halt, Mam. Lede Milestone, wie geht es dir? Mir geht gut. Ma für die als Blog schon lang verfolgen, du warst auch so ein allerersten Interviewpartner, den sie für der Kamera stehen. Ah ja, Freck. Das war damals on Stage. Ja, genau. Ja, on Stage, wo wir Konzert hatten. Wie war das? 2012, 13? Ja, kann doch immer sehen. Ah, Schon um den Zeitpunkt in der Schule gefangen. Ja. Ein Jahre her. Ich kann mich erinnern, interviewt. Aber es ist ein Deichter gehen. Kein Mikro, nichts. Das war cool. Das war cool in der Arbeit. Ja. Und los sind wir 3 Jahre, dann sind wir rum. 3 Jahre danach, pro Projekt mich spät. Ja, 3 Jahre mir. Ja, damals hast du schon Frère du Sang angekündigt, weil du bist verzögert hast. Genau. Ich meine, Jahr oder was hat sich verzögert? Plus, ja, es war alle Jahre gehen. Ich meine, wir hatten am Anfang wollte man für im Sommer rausbringen. Und wie gesagt, wie du siehst, das hat sich ein bisschen verzögert. Aber finalement sind Januar. Ich meine. Anfangs des Jahres, relativ Anfangs des Jahres, und on Stage war im September dafür drin. Das heißt, paar Monate nur on Stage waren alle in der Bausenschule. Dem uns auch schon Lieder gespielt, waren auch schon Lieder seit September. Wie Giant, als schon im September rauskommt. Und ja. Worin der Luft dann die ganze Verzögerung, wo du aus da zustande kommt? Ich meine, das war nichts Schlimmes. Das ist einfach das ist eben ein Prozess. Das war auch für uns ein Lehrprozess, den wir durchgemacht haben. Nur Jahre, wo man kein konkretes Projekt herausgebracht haben, weil das heute hat man ein bisschen anders gepackt und probiert, ein bisschen mehr groß und nochmal abzuzählen. Da sind auch viele Sachen, die beikommen, wo mir selber noch nicht so viel Erfahrung damit hatten, die ganze CD pressen. Ich meine, wir haben probiert, Promo so gut wie möglich zu machen. An dem Sinn wollte man nicht überstehen. Und du hast gut Zeit gelassen. Wir hatten ein bisschen verfreite Fehler gemacht, dass wir zu viel Info preisgehen haben. Obwohl noch nicht alles konkret war, obwohl noch nicht alles ganz sicher stimmt. Und das hat das am Endeffekt ein bisschen nicht genick gebracht, ein bisschen zurückgeworfen. Das ist ja nur gut ausgegangen, nicht schlimm. Ich meine, es sind mehr Artisten, mehr große Artisten wie mir, die Alben verzögern, Alben annullieren. Ja. Was auch immer, von daher war das nicht schlimm. Nur dem Frère du Sang kommt der What Mix? Nee, Mighty Red, ja. Das hat ein bisschen gedauert. Ich meine, ich muss ja noch ein bisschen Studien machen und so weiter. Du bist nicht so Street Gangster, du gehst schon studieren. Ja, ich weiß nicht, wie man den Namen hier am Land ist. Die Leute verkaufen sich immer gelungen, aber bon. Mighty Red war ein bisschen ein anderes Konzept auf alle Fall, dass Numsummer rauskommt, ein Mixtape auf Fast B. Ja. Das war auch mir oldschool orientiert. Das war von allem. Die Idee war, für etwas rauszubringen mit relativ viel Power. Ja. Ein bisschen mehr gesehen auf den Flow, auf Technik und so weiter. Ein bisschen mehr gesehen auf den Flow, auf Technik. Ich wollte mich ein bisschen nur Frère du Sang, weil da war ziemlich seriös, war von den Texten her ein bisschen mehr recherchiert. Und ich wollte auf Mighty Red ein bisschen defolieren. Man nicht so viel Gedanken machen, da das dann mehr verspielt. Und du hast von allem, das Oldschool, die ganz modernen Sachen, sind ein bisschen mehr, sind amerikanische Beats drauf, sind deutsche Beats drauf, sind französische Beats drauf, sind aus den 90er, Rezentbeats, das ist ein bisschen von allem. Okay. Ja, und du warst ein neues Projekt am Schaffen. Den ersten hast du schon raus, das nächste Video. Ja. Datum hast du wahrscheinlich noch nicht genannt, weil du durch Frère du Sang ein bisschen beigelehrt hast. Ja, wir haben daraus gelehrt. Wir haben aber ein paar neue Informationen für die Leute. Ich meine, das Album ist fertig. Kommt am 30. Mai raus. Nächstes Changement de Dekor. Auch ein Grund, wie wir heute zu mir sehen, nicht weit von der wunderschönen Fabrik war, dass wir mit Release Party an der Fabrik machen. Also ich wollte mal ein Interview da machen und du mal festgestellt, du jetzt so. Kann ich nicht immer gewonnen. Ja, wieder ist gut. Nicht so gut wie in der Woche, aber so lange drischen, das ist kein Thema. Nee, voilà. Wir sind von mir. Also wir sind von mir, mein Bruder ist nicht mehr von mir, aber ich finde noch immer hier. Und voilà, wir bleiben ein bisschen aus dem Quartier des K3. Release Party geht an der Fabrik, da sind wir wirklich froh, dass wir das machen können. Das ist eine coole Adresse. Und ja, wie gesagt, 30. Mai, Release Party, Changement de Dekor, ein Album, Extremstopp. Wenn ihr so dein Cover guckt, das ist schon ein bisschen so auf 80er Jahre, ein Actionfilm, ein bisschen so bezogen.
Also doch so, klingt das so oder wie klingt dein Album? Ja, also ich bin froh, dass du das so siehst. Das ist nicht der Cover, das ist just der Flyer, der Ja, raus, genau. der Cover geht ähnlich. Also das Cover geht ähnlich an dem Esprit, auch von den Farben hier und so. Vom Konzept her ist effektiv so gewesen, dass wir wollten relativ real bleiben, relativ bodenständig mit die ganze Shooting an einer Gasselsche gemacht mit so Red Bricks und so, mit einem alle Caminos und alle New Yorker Auto, mit New Yorker Nummernschild und so weiter, ziemlich cool. Der Crew, der war also als zur Verfügung gestellt gehen, da ist wirklich gefreut. Und der Cover ist wirklich geil. Ich will nicht zu viel verraten, die werden wir, ich meine, wenn das Video rauskommt, wird die noch schon online sehen. Das geht cool. Und, ja, Da gucken wir mal, wie mir sehr aus. Ja, voilà. Ich meine, das ist effektiv, das soll auch ein bisschen den Album rumspiegeln. Changement de Dekor, eben sehr besonders, neue Sound, das ist ein bisschen mehr oldschool orientiert, das ist ganz soulig von den Beats, sind alle Soul-Samplen, relativ alt, mit einer moderner Touche aber, an schöne Melodie, das schöne Musik, das ist ganz anders wie Mighty Red. Von daher, ich meine, den Namen Changement de Dekor passt auch ganz gut, aber wenn sich ein Intro anlauscht, dann hört ich ein bisschen die Vibe raus, die wir probieren, darüber zu bringen. Den Intro ist doch als Single, also als Videosingle rausgebracht, kann ich so sagen. Ja. Wie viel Video kommen noch nach ungefähr? Wir haben mal ein Video geplant drin. Also 2 sind am Anfang nach Minimum geplant. Probieren immer ein bisschen all die Facetten vom Album an die Videoclips rumzubringen. Den Intro als etwas, wo man Louis anfängt, also wo man, wie soll ich sagen? Moin. Den Intro als etwas noch langer Zeit, wo man eben nicht mehr gemacht, also nicht wirklich nicht mehr gemacht, wir haben ganz viel gemacht. Aber wo man vielleicht ein bisschen von der Bildfläche verschwunden waren, probieren wir am Album das Ganze ein bisschen, immer am Intro das Ganze ein bisschen umzukurbeln. Ich mir fänken du Sinn. Ich meine, das ist auch der Sinn von einem Intro. Nicht immer du Sinn zu fänken, mir eine eigene Impression zu geben. Und der Zweite soll dann schon ein bisschen mehr knuppen, ein bisschen mehr wirklich ein Album drohen. Das könnte wahrscheinlich mit dem Album raus, auf der Release-Party wird das wahrscheinlich publiziert gehen. Und dann probieren wir noch ein bisschen mehr seriös zu bringen, ein bisschen mehr Deepes, immer die verschiedenen Facetten darüber zu bringen. Wenn ist da los so als Feature-Gast drauf, ich meine, da sind ein paar Foundation, kann ich mal so vorstellen, oder Ja. darfst du noch nicht drüber schwarzen, ist da gehangen, wenn es drüber schwarzen? Nein, natürlich nicht. Was kann ich zu Features sagen? Ich meine, das die eine oder die andere Surprise als Drop, da will ich noch nicht zu viel verraten, aber für den Rest, ich meine, die Boss, die Jungen sind dabei, die Jungen arbeiten intensiv mit dem Album, die Boss als Drop. Den B-Side ist natürlich Drop, als sowohl als Produzent wie auch als MC, schon wie bei Frère de Son, wo ich noch E-Beat produziert wird und auch ein Couplet beigestellt wird, hier ist es darum ähnlich. Und da sind noch 2 Features drauf, die will ich noch nicht verraten. Nee, die sind cool. Das sind vielleicht Features, wo die Leute sich nicht direkt erwarten. Okay. Aber es geht schon ganz cool. Also zusammen habe ich aber voll geil. Und ich freue mich schon die Sache. Ja, ich bin gespannt, wie die Leute drauf reagieren. Wie lange hast du da intensiv in dem Album da geschafft? Ich habe letzten Sommer angefangen mit Schreiben, das ist relativ fix gegangen. Am Sommer habe ich angefangen mit Schreiben. Und soll doch am Sommer rauskommen, also 4 im Sommer sollte ein Album rauskommen, das war vor 4 Jahren der Plan, weil John der an einer bestimmten Lach, an einer Filzlach geschrieben hat. Und das soll doch musikalisch rüberkommen, von den Texten rüberkommen, von der ganzen Ambiance im Album rüberkommen. Von daher war das relativ sehr klar, dass am Album am Sommer der Gros geschrieben wird. Dann verfeinert wird eben an das meist dann Zeithöhle für 4 im Sommer auf alle Fall rauszubringen. Weil das geht ein bisschen mehr lockeren Album. Mehr soulisch, wie gesagt, mehr jazzy, mehr Melodies und auch von den Texten hier locker. Ich meine, von den Themen her ist es nicht zu deep, das nicht drauf unbedingt à la Giant My Life. Das ist nicht so persönlich und aggressiv, sondern mal wie verschiedene Sachen auf Frère de Son, weil man da auch viel experimentiert haben. Das ist locker, das schwimmt schon mal von dort. Und so Representer-Tracks oder so? Ja, was immer drauf, ich meine, von den Features, die ich gucke, da muss auch den einen oder den anderen ein bisschen wie Banger, ein bisschen wie ein Ego-Trip drauf sein.
du mo coolen Trackball gefallen. Ist da noch so Posse-Track oder so irgendwie selbst Ja, ja, nicht der Posse-Track. Ich meine, da sind Track drauf, schon gesagt, den T. The Bossers drauf, schon gesagt, der B-Side drauf, die sind auch effektiv auf dem selben Track drauf. Ich will nicht so Posse-Track, wir sind zu 3 drauf. Ah nee, ich hatte durch so wie beim Tom singen Dingen, so da wenn du dann nach am Land guckst, das Cypher oder Ja, an Deutschland 30 11 80 vom Sido, Ja. so selbst ist nicht drauf. Nee, so etwas wir nicht drauf. Ich habe mich auch mit den Features relativ zurückgehalten. Weil das immer, ich fand immer kompliziert hier im Land. Dann ist auf den einen oder den anderen nicht verloren. Ich will halt keinen angreifen. So. Ich weiß, dass die Leute busy sind, ich weiß, dass ich selber busy bin. Und ich gucke, dass ich meine Sachen immer so gut wie möglich und so schnell wie möglich auf B kriegen. Und ich kann da einfach nicht oft mit bestimmten Leuten zusammen schaffen, wo ich gesehen habe, dass es einfach nicht viel geht. Dann. Von daher sind ich prinzipiell mit den Jahren immer mehr zu der Dinge kommen, dass ich mal so ich meine Sache selber mit den Leuten, wo ich weiß, dass es klappt. Und ich halte mich mit Features ein bisschen zurück. Die Features, die drauf sind, respektive die Features, die ich gefragt habe, dass die Leute, die ich respektiere, auch die drauf sind, die ich gefragt habe, nicht unbedingt drauf sind, schlussendlich sind aber Leute, die ich respektiere. Dafür soll ich das nicht negativ abholen, wenn ich Features drauf habe. Ich respektiere die Leute. Also jeder soll seine Musik machen, aber ich halte mich mit Features prinzipiell immer ein bisschen zurück. Voilà, ich schaffe mit meinem Bruder, wir gucken, dass alles im Laufen bleibt. Dann kann man den paar Leute eben noch erzählen. Wo kann ich dich dann als nächstes live gesehen? Also an der Fabrik, den 30. Natürlich auf meiner Release-Party, den 30. Mai an der Fabrik. Und dann, ja, ich kann noch, du siehst ein paar Sachen, die an der Markt sind, ich kann da noch keine konkreten Details geben. Die werden aber schon kommen. Moin. Kein Problem. Kein Problem. Nee, wir schaffen daran, so viel wie möglich Daten zu kreieren, Konzerte zu kreieren, auch mit Liveband. Ja. Sie haben gar nicht schaffen. Es sind ein paar Präparationen, die hängen sich schon mehr konkret, die anderen sind immer konkret, wir schaffen da drin. Ich habe gelesen, wie viel es gibt am Walkgefühl, die was weh laufen. Das wäre schön natürlich. So mit Wu-Tang oder so. Ja, genau, weil Wu-Tang da ist. Und Ja, ich weiß, geil. dass du Wu-Tang-Fan warst. Also ich bin disponibel für... Also Walkgefühl von der so weiter. Datei gesehen, ist sie disponibel für Interview und hin ist disponibel für Auftritte. Wir können also auch die Fahrtkosten delen. Ja, absolut. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich wäre auch dispo für den Food gewesen. Ich hätte mich gefreut, dass die auch für den Food. Ja, du hast leider kein Sit von, ne? Nein, das ist schön, aber bon. Sonst für ein Letzbauer Festival den Til Bosswein kommen Rogen Knödler oder wenn ich war da, du warst auch dabei, mein Stirmols, ne? Da war ich in einer Demo oder so. Da hast du auch einen In der Auftritt. Stadt waren schon ein paar Sachen. Ich weiß nicht mehr wohin mit den verschiedenen Sachen. Wir sind ein paar Knödel abgetreten. Das war für so ein Piraten, die Piraten Ja, genau. Dingen. Ja. Und dann hat war schießen, ob der Trog Knödler war. Du hast Griechisch daran geschifft, das war das letzte Jahr, meinst du, da war Fresh-Tag so ran. Nee, das war doch Dingens, das war doch, wie hat das geheißen? Das ist schon richtig im Schmatt, schon nach dem Zahl. Das stimmt. war, Gut. das war den, nicht bloß ein Jazz Valley, mit den anderen, die wo die Konzerne durch ganz Staat sind. Ja, doch. Das war doch, Ja, das war doch auch ein Du sind noch Knödel. eine Sache gekürzt, so, weil du wirklich gehirlos geschifft Ja. hast. War Ja, auf jeden kann Fall man ziemlich witzig. Ja. Also, wenn er 30. Mai zu mir, Das ist der Mai halt zu mir An der Fabrik? wunderschönen kleinen Städtchen zu mir auf der Gare direkt von der Haie aus dem Zug klammt. oder mit dem Auto kommt, Weil mit dem Auto kommt, riesengroße Parking da. Samstag so ist 30. Mai an der Fabrik. wie viele kosten Ticket? Freientrée. Ah, okay. Freientrée. Kommt alle gute Lunch, das Samstag so ist. Ein Album, wie viel wird den da kosten, oder? Das gesehen wir. Okay. Das gesehen wir noch. All Details kann auf Facebook. Kommt Lunch, Facebook, die Internetseite led-milestone.com. Aber Len wollte ich nicht so muss. Ja, voilà. Kommt Lunch auf Facebook, das Profil oder die Facebook-Seite für zu liken. Da gehen alle guten Informationen no gepostet. Bleibt Laufenden. Wir versuchen nicht mit allen nötigen Infos, mit den Videoclips, mit den Interviews und mit allem rund um den Album. Changement de Dekor richten. Verschiedene Produzenten, verschiedene MCs sind drauf. Wird cool.
YouTube-Channel, wie hast du von dir? Gut froh, le D Milestone, fand ich schon. Instagram, hörst du nicht? Instagram, le D. Das heißt, du musst aber noch kein Foto von den Mirsten so, ne? Doch. Das muss ich bei Instagram. Von allem. Doch, effektiv. Instagram, YouTube. Also immer le D-Milestone, App Store immer, also immer, geht gucken. Ich sehe, ob die meisten scheiß Plattformen sind, nicht zu fallen. Mega Modlefer, scheißegal. Und dann noch Luxemburgs Weblog, Internetseite, an die YouTube-Channel, Facebook-Seite, an Twitter und alles an der Beschreibung. Schon seit kurzem eine neue Homepage, wo ich dann noch immer Making-of und Review von CD gesagt checkt das aus. Luxemburgs Weblog, bleib da drin, guck dir die Scheiße an. Also dann machst du für ein Interview. Ich dir auch. Aber wir sind raus. Schön.